Landwirt Markus Endres aus dem mittelfränkischen Offenhausen hat einen Rinderzuchtbetrieb und braucht viel Grünfutter für sein Vieh. Heute ist er auf den Ländereien der Christusbruderschaft Selbitz unterwegs. Das Gras steht hoch, dazwischen blüht und flattert allerlei. Endres mäht statt alle 6 Wochen nur 1 bis 3 Mal im Jahr, weil die Ordensschwestern es so wollen. Das bedeutet deutlich weniger Ausbeutung der Erde, aber auch deutlich weniger Ertrag. Das Gras, jeden Tag, wo es länger steht, wird es älter, hat mehr Rohfaser drin und weniger Energie und Eiweiß. Markus Endres kann mit dieser Art der Bewirtschaftung leben, weil es nur um eine vergleichsweise kleine Fläche geht. Auch, dass er auf dieser Fläche nicht düngen darf. Dafür zahlt der Landwirt den Pachtzins in Naturprodukten an die Schwestern. Das Programm heißt Verpachten und stammt vom Naturschutzbund Deutschland. Uns ist es eine große Hilfe, wir haben die Wiesen und wenn die gemäht werden, das ist eigentlich so das, was uns die Arbeit dann erleichtert. Wir könnten sie ja gar nicht bewirtschaften. Wir wollen aber das Land auch behalten. Also Verkauf wäre jetzt gar keine Option, weil gerade heutzutage ist natürlich Grund und Boden also sehr, sehr wertvoll. Ortswechsel ins Donaumoos, das größte Niedermoor Bayerns. Die Böden hier sind kostbar, denn die Torfschichten darunter sind noch bis zu 7 Meter dick. Um diese Niedermoorbereiche langfristig zu schützen, muss der Grundwasserspiegel angehoben werden. Sonst geht das Moor unwiederbringlich kaputt. Ein großer Schaden, denn im Torf wird 5-mal mehr CO2 pro Quadratmeter gespeichert als durch Wälder. Und 500-mal mehr als in Ozeanen. Ein intaktes Moor ist eben wichtig, weil diese Pflanzenreste sehr viel Kohlenstoff speichern und durch die Entwässerung entweicht dieser Kohlenstoff und wird zu schädlichen Klimagasen. Zum einen, zum anderen dient intaktes Moor eben dem Hochwasserschutz und nicht zu vergessen auch dem Artenschutz, weil hier im Niedermoor vor allem Arten vorkommen, die es sonst in anderen Lebensräumen nicht gibt. Deshalb will die bayerische Staatsregierung einen Teil des Donaumooses wieder vernässen. Das heißt, den Grundwasserspiegel anheben. Es geht um 2000 Hektar. Mitziehen müsste aber die katholische Kirche, die hier große Flächen besitzt und diese verpachtet, meist an Landwirte. Hier hakt es. Vor ein paar Jahren gab es auch schon mal Drohungen, was Kirchenaustritte angeht. Auch wirklich in den Ortschaften, die dann betroffen wären von diesen Moorschutzmaßnahmen. Und das haben vor allem die Pfarrer vor Ort auch nicht vergessen. Die sagen natürlich, sie wollen ihre Kirchen nicht leer haben in den Gottesdiensten. Kann ich total nachvollziehen. Rückfrage beim Bistum Augsburg. Da weiß man davon nichts. Fragen beantwortet man nur schriftlich. So sei die für den Boden zuständige Pfarrpfründe-Stiftung gesetzlich zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Mit dem Pachtzins finanziere man etwa die Gehälter der Ortspfarrer. Aber ganz ausschließen will man nicht, Grundstücke für eine Wiedervernässung zur Verfügung zu stellen. Druck bekommt die Kirche nun aus den Landkreisen Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen. In einem Brandbrief bitten die Landräte den Augsburger Bischof um ein Gespräch. Ziel ist, dass zügig Flächen freigegeben werden. Zurück nach Offenhausen. 310 € muss der Landwirt in Naturalien für die fair gepachtete Wiese pro Jahr bezahlen. Wie viel mehr Pacht die Schwestern ohne Öko-Vorgaben einnehmen könnten, wissen sie nicht genau. Ist also die nachhaltige Bewirtschaftung von Flächen letztlich eine Frage, ob es sich kirchliche Träger leisten können? Wir sind gar nicht darauf angewiesen, auf die Pacht, sonst würden wir ganz anders wirtschaftlich rechnen. Wir sind ja froh, dass unsere Wiesen gemäht werden und dass es eine gute Beziehung gibt auch zwischen uns. Die Schwestern brauchen also keinen möglichst hohen Erlös. Für den Landwirt gibt es trotzdem Grenzen. Wir betreiben in der Landwirtschaft eine Kreislaufwirtschaft. Wenn ich ein Gras wegmähe und wegfahre, dann machen wir Nährstoffe hin, in Form von Gülle oder was anderem. Und solange das im Kreislauf funktioniert, ist alles gut. Aber sobald einmal ich da einmal in der Wiesen abmähen soll und keinen Dünger mehr hin dürfen, dann wird es schwierig. Wie es nach Ende des Pachtvertrages in 2 Jahren weitergeht, darüber können beide Seiten noch nachdenken. Aber es sieht so aus, als hätten sich Schwestern und Landwirt ganz gut zusammengerauft.